Goedemorgen. Ik begrüße jullie im Namen Jesus Christus, ons Herr en Heiland, der uns geraten hat, der hier op Erden gekommen ist, uns zu erleisen, dass wir dürfen das ewige Leben haben. Und das ist, was wir von der Samarias wollen von hören, was Gott für uns getan hat. Und was sein Verlangen ist für uns, für die Menschen. Sein Verlangen ist, dass wir das ewige Leben nehmen tun, das annehmen tun und dann das leben tun. Und ich habe mir, der Titel, was ich mir gewählt habe, ist eine Frau für uns. Und die Frau ist das. Kannst du weiten, als du das ewige Leben hast? Kann ich das weiten? Vielleicht sind wir ein Bereich abgewaschen, wo uns vielleicht gelehrt worden, dass das kann wir in der Wirklichkeit nicht weiten. Dort zu sein, dass ich das weit, dass ich gerat sie, dass so zu sein, hochmütig sein, oder wir sind stolz mit uns selbst, das ist eines, was wir dann leben, dass wir haben können mit uns selbst. So Menschen, oftmals, die wollen sich dort nicht zu sein. Sie sagen, das kann wir nicht weiten. Vielleicht, wenn wir nach ein von uns leben wollen, kommen, dann wird es das utwiesen. Und das ist ein schlimmer Weg, das dort durch das Leben zu leben. Ich kann nicht näher zu weiten. Wo ich gerat sein oder nicht. Ich fühle mich nur ganz gut nur, das Wort sagt, dass ich kann gerat sein, aber ich will mir das nicht zu sein, so nur weiß ich das nicht ganz näher. Das ist ein schwerer Weg zu leben, so ist dort. Und das ist auch nicht, was Gott will haben. Gott will euch haben, dass wir sollen durch uns leben, das ganze Leben lang einmal die Längen und wundern. Sehe ich gerat, nur die Person nur, kann ich das nicht weiten. Die sagt, ich kann nicht. Aber mir freut das, dass wir dürfen nur Gott sein Wort gehen. Was sagt Gott sein Wort über das Thema? Und das ist gut, dass wir einmal für alles, was uns das fehlen, dass wir Antworten haben, mit Gott sein Wort. So hier habe ich auch eine klare Antwort. So weil wir nicht, ich will nicht sagen, wo das damit stehen wird, mit meiner eine Wort, mit mir selbst, aber weil wir sagen, was Gott sein Wort aber sein wird. Was Gott sein Wort sein wird. Da werden wir uns nur richten. Und mir freut, dass der falsch wird, Bruder Abe mitteilen wird, Jakobus, das erste Kapitel, Vers 22, würde es sein, dass wir sollen dort tun, was das wird sein, dass ein Kriegsgott, als das mit Worten, und was immer das wird sein, was wir sollen tun, aber Kriegsgott, auch wir sollen dort leben, was Gott sein wird sein wird. So, weil wir dort annehmen und leben, was Gott von sein wird sein wird, und was er sein wird, von sein sehen, was er für uns getan hat. Und ich war mir verschiedene Versen, verschiedene Schriftstellen, was wir uns wollen lesen, von der Samarias, wir sind so viele verschiedene Städte, wo wir dort von lesen können. Und ich war von der Ort nur verschiedene Städte gehen. So, weil wir abmachen, zusammen genug kommen, das nur lesen, ich würde dort abschlagen und wenn nicht, dann dort vielleicht durchschreiben und das soll Luther überlesen, weil einmal je feilen, wo jeder bauen dann. Ich soll einfach ein bisschen tabu sich nur in die nächste Stadt gehen und dann anfangen zu lesen, der vielleicht recht sind, haben mitlesen. So, wo einmal je dann feilen, wo je kann, herankommen. Aber mein Verlangen ist, dass jeder wollen hören, wie Gott sein Wort, was er zu sein hat über das Thema. In 1. Johannes 4, Vers 10, ich war dort, durch mehrere Versen gehen, aber ich will anfangen mit 1. Johannes 4, Vers 10, das sagt, wer an Gott sein Sehen geleift, weit bei sich am Hort, dass das so ist. Wer Gott nicht geleift, nannt Gott damit ein Leer. Weil er geleift hat nicht, was Gott von seinen Sehen gesagt hat. So, das wird hier abzuachten, was er hier sein wird. Was er gesagt hat von seinen Sehen, warum er gekommen ist, warum er den geschickt hat. Und wenn wir das nicht leben, dann, wenn wir das nicht annehmen, dann, wenn wir das aber leben, dann sagt er, der weit bis sein Hort über. Und wenn wir das nicht leben, das annehmen, dann merkt Gott im Leer. Gott hat das gesagt, dann wird das nicht leben, dann sagen wir Gott, wie das legen. Das sagen wir vielleicht nicht, wir wollen das nicht lektoriert sein mit uns Müll über unsere Gedanken. Wenn wir das nicht annehmen, dann sagen wir sozusagen, dass wir abends am Lehr mir ansagt hier. Wir sagen dort nicht, was Gott von seinen Sehen gesagt hat. Und wenn eine Person ist, was Jesus Christus angenommen hat, als sein Herr und Heiland, und der läuft bis sein Hort, dann weiß er dort. Er wird dann weiten, der Erste wird das bewiesen, dass es so ist. Paulus sagt in Römer 8, sagt hier, der Jesus selbst gibt uns jetzt das Zeichnis, dass wir Gott seine Kinder sind. Und wenn wir Gott seine Kinder sind, dann weit wir das, dann haben wir das ewige Leben haben. Dann wollen wir das haben. Weil wir hier in seine Familie. So heißt es, der Jesus selbst wird uns jetzt das Zeichnis geben, dass wir Gott seine Kinder sind. Und dann trägt in 1. Johannes 5, Vers 11, sagt, Gott hat gesagt, dass er uns
ewiges Leben gegeben hat. Weil hier, wenn wir diese Dinge machen und diese paar Worte machen, dann wir stillhalten und machen, was hier sagt, er sagt, Gott hat gesagt, dass er uns ewiges Leben gegeben hat. Er sagt nicht, dass er wortfleisch, du nur, wo ihr wollen, arbeiten in ihrem Leben, oder was die wollen getan haben, und wo die Kirche gefahren sind, oder verschiedene Sachen, ich werde noch mal mit Luther davon reden, aber er sagt, der hat. Gott hat gesagt, dass er uns ewiges Leben gegeben hat. Und das Leben ist in sein Sehen. Das Leben habe ich in sein Sehen, Jesus Christus. Und dann sagt das Vers 12, wer Gott sein Sehen hat, der hat das Leben. Du auch war der hat das Leben. Und wer den Sehen nicht hat auch nicht das Leben. So dass entweder du hast den Sehen, du hast den angenommen, du glaubst dort, oder du hast den nicht. So dann musst du verstehen, oder ja oder nee. So, wo immer das ist, glaubst du dort oder glaubst du dort nicht. So wer den Sehen hat, der hat dort Leben, der hat dort ewige Leben. In Wurm hat er geschrieben, der uns sein Verlangen ist, er hat es geschrieben, Johannes hat es hier geschrieben, dass wir das leben können, dass wir das weiten, dass wir das ewige Leben haben. In der 12. Vers sagt, wer Gott sein Sehen hat Leben. So, und an der 13. Vers, gleich der Vers sagt hier, das schrieb ich günd. So, das hier, was er hier von reden, das schrieb ich günd, der günd an Gott sein Sehen leben, dass die weiten. Dass die weiten, dass die das ewige Leben haben. So, als hier eins, wo als hier ein Zweifel, dass wir sollen sagen, dass ich weiß das nicht ganz nah, ich kann das nicht weiten. Er sagt, er hat das geschrieben, dass wir das weiten können. Gott will haben, dass wir das selber weiten. Das ist Gott sein Verlangen. Nur sein Wort nur. So er sagt, du hast uns geschrieben, dass die an Gott sein Sehen leben, dort die weiten, dass die das ewige Leben haben. Ich weiß nicht, ist hier nochmal in die Bibel geschrieben, da ich glaube, wir sind wir, das hat oftmals unterzeichnen, eine Linie unterschrieben. Bloß kann ich wiederholen, wenn ich das vorbeigehe, dass ich einmal kann, weil das mir denken halten. Das oder war ich hier tätig, dann checke ich das, lese das immer, dann wird mir einmal denken halten. Oh ja, oh ja. Eins wenn ich gleich nicht mehr geschrieben, dann eins muss ich das bloß underline oder highlighten oder was immer. Bloß haben mir selbst denken halten oftmals, dann habe ich einen Trost dahin. Und wir wissen, dass Gott hat sein Sehen geschickt, dass wir sollen gerettet werden. In Lukas 19, Vers 10 sagt, dass willst die Menschen sehen, als sie kommen, die zu segnen und seilig zu merken, die verloren sind. So, das ist seine Hauptsache. Das ist, was die Ursache wird, worum er gekommen wird. Worum Jesus Christus auf ihr gekommen wird. Zu segnen, die Verlorenen, zu segnen und seilig zu merken. Das ist, was die Ursache wird, worum er kommt. Gott schickt sein Sehen Jesus Christus, dass er hier auf Erden wird leben und dass er wird sterben und begraben werden, aber auch abstehen im Himmel fahren. Dort, dass wir wollen, das ewige Leben kriegen. So, all die verloren sind, und alle Menschen, die fehlt dort. Jeder einer hat als Kart gefallen, wie dort, was er bei Gott soll sein. So, uns fehlt alle an Armen, er kämen, sagt sich, die Verlorene, der seilig zu merken. Und das, was wir wiederholen, hier in Gott sein Wort, dass wir das, was das ist, geraten zu sein, wo wir können geraten werden, und dass wir das geleben können. Und weil Gott hat uns so eine große Liebe für uns, dass er will uns raten. Er will uns gleich lassen, wo wir wären. Er will gleich haben, dass wir sollen in dessen Fall sein, wo wir immer im Zweifel sind und nicht näher weiten oder auch sogar nicht den annehmen tun. Er hat so eine große Liebe für uns, dass er sein Sehen checken wird. Er weiß uns dort, nur 1. Johannes 1, Kapitel 3 und dann 1. Johannes 4, Vers 9 sagt, dass Gott weiß uns, wo Gott er uns wir, als er seinen einzigen Sehen in der Welt checken wird, dass wir, also alle wir, ich und du und wir immer, dass wir durch arm leben sollen. So viel Liebe hat er für dich und für mich, dass wir das ewige Leben wollen kriegen. In Vers 10 sagt, durch das sei wir, was Liebe wirklich ist. Dass wir nicht, dass wir Gott werden, so dass wir nicht tun, dass der eins, was Gott in uns wird, dass er sagt, oh, du bist so eine gute Person, ich will den Sehen schicken, mein Sehen schicken, die zu raten. Das ist nicht, worum er uns raten, dass wir so eine gute Liebe hat für uns. So er sagt, das sei wie, was Liebe wirklich ist, dass wir nicht,
dass wir Gott Gott werden. Dass wir, dass er uns so viel rechnen, dass er uns seinen Sehen schickt, uns die Sünden aufzunehmen. So er schickt seinen Sehen, uns die Sünden aufzunehmen. Wir werden schwer beladen mit Sünden, mit verschiedenen Dingen, was gegen Gott wären. Wir haben uns verschuldigt, wir haben uns versündigt über. Er schickt seinen Sehen, will uns so viel rechnen, dass er uns die Sünden gut aufnehmen. Dass wir uns nicht brauchen, rumdrehen mit diesen Sünden. Und gerecht zu werden, müssen wir uns die Sünden aufnehmen. Wir müssen uns die Sünden aufnehmen, gerecht zu werden, dass wir im Himmel ankommen können, dass wir das ewige Leben können kriegen, dass wir mit Arm für ewig können top leben. Weil du hast nichts erreicht, keine Sinn, was im Himmel ankommen kann. Offenbarung 21, Vers 27 sagt, dass du nicht gemeinet oder erreicht nennen, also das redet von dem Himmel. Du wird nicht erreicht nennen. Ich bin noch mit jemandem von dort wieder von reden, Luther, aber dort ist, worum er kam, uns den Sinn aufzunehmen, weil er kann dort nicht annehmen und dort im Himmel annehmen. Er muss kommen, uns den Sinn aufnehmen. Und wir müssen auch Arm abnehmen. Was wir machen, zu tun ist Arm abnehmen und Arm annehmen und dann Arm glauben. Und glauben, dass er auf unser eigenes Leben gegeben. In Johannes 1, Vers 12 sagt er über all die Arm abnehmen und an sie Namen glauben. Geef hij de macht, Gott sie nicht Kinder zu werden. So war das, wenn wir das glauben tun. Geef hij de macht, Gott sie nicht Kinder zu werden. Die Macht, weißt du, was er uns geben wird, die Macht hat wir gleich. Wir können das gleich tun, in unsere eine Kraft, in unsere Macht, die was wir haben. In unsere eine Macht bleiben wir immer verloren. Wenn wir wollen uns raten, dass wir das ewige Leben können haben, wir wollen immer verloren bleiben. In unsere eine Macht. Aber er sagt, wenn wir am Leben deuten und am annehmen deuten, dann dürfen wir uns die Macht, Gott seine Kinder zu werden. In das Unternehmen, das braucht Glauben. Das muss wir annehmen im Glauben. Und wo kriegen wir Glauben? Was sagt die Schrift, wo wir Glauben kriegen? Glauben kriegen wir durch Gott sein Wort hören. Römer 10, Vers 17 sagt Paulus, so kommt der Glauben durch die Predigt, in der Predigt von Christus sein Wort. So nicht bloß eine Predigt, aber wenn wir die Predigt hören von Gott sein Wort. Von Christus sein Wort. Und je mehr wir von den Hören tun und von den Lesen tun, je stärker wird uns Glauben. Je doller wir davon hören tun, je mehr gelernt haben wir, den Glauben zu kriegen. So Paulus sagt, so kommt der Glauben durch die Predigt, und die Predigt von Jesus Christus sein Wort. Dadurch kommt der Glauben, wenn wir das hören tun. Wenn wir das nicht gehört haben, Himmel gehört haben, keiner hat uns das gesagt oder gepredigt, wo können wir an was glauben, was wir nicht gehört haben? So uns fehlt das zu hören. Und jedem einen fehlt das zu hören, dass er kann das glauben. Und Jesus sagt in Markus 16, Vers 16 noch, wer geleift, in gedeiht wird selig worden. Wer aber nicht geleift, wird verdammt worden. Ich habe hier, was das hier war, sagen, von den Glauben, wer geleift, wer das glauben hat, der wird selig worden. Aber wer nicht geleift, wird verdammt worden. Du hast auch was entweder oder. Hier in dieser Versen sagt er, nur den Glauben folgt der Daub. Also, das ist nötig, dass die Menschen sich deipen lassen, aber nicht bloß deipen lassen, dass sie sich wollen, wer den Daub raten, dass der Daub ihn kann raten. Das Deipen kann uns nicht raten. Aber wir deipen uns, wer was passiert ist in uns Hort. Das weiß ich, was passiert ist. Mit dort beweisen wir, was passiert ist in uns Leben, wenn wir uns deipen. Und hier sagt er, wer geleift in gedeipt wird, wird selig worden. So, das hier sich hier, das Klotte hier, das ist gut, das ist neidig, wenn die sich deipen lassen, ab den Glauben, was sie haben. Mir freut dass wir haben bei einer Zukunft, eine Karte Zukunft, wo wir erfahren, wo viele junge Menschen sich bekehren, und was sich bekehrt haben, und was sich dann ab den Glauben lassen deipen. Das ist gut zu hören, wenn junge Menschen sich reinmerken dafür. Und wir freuen uns über das Tag, das sind mehr, was dessen Stab nehmen und was ein Verlangen haben, sich zu deipen.
So dass es sehr gut, dass er sich ab den Glauben sich lassen deipen. So dass wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann fällt das deipen. Ich dachte an die Geschichte von was wir haben in der Apostelgeschichte auch, wo Philippus in der Gelegenheit hat mit einem Äthiopien Eunuch, mit einem Beamten Mann, hat er die Gelegenheit, dass der Heilige Schrift auszuleihen, der kriegt die Schrift zu hören, dass er das am Predigen deit, er las dort, aber er nicht bekannt damit. Und so hier hat Philippus die Gelegenheit, mit einem Top auf den Bagen abzustieren und an die Schrift ausleihen. Und was er zu diesem Mann deit, das Mensch, der hier die Schrift, und der wird sich nicht klar darüber, und er fragt Philippus, was das Reich meint, von was das Schrift reden deit und so wieder. In Apostelgeschichte 8, Vers 34 sagt, der Beamte fragt Philippus, sei mir. So er hat ein Verlangen, soll anders sein. Er sagt, sei mir, von wem redet der Prophet? Von sich selbst oder von wem anderen? Und dann sagt er, dann fängt Philippus, kriegt mit der Schriftstelle an und predigt am das Evangelium von Jesus. So hier hat er die Gelegenheit, zu den predigen von Jesus Christus, von was er getan hat. Hier wird eine offene Dörfer an, dass das Mensch kann zum Glauben kommen, bis der wird neugierig vom Wort reden, Wort das Schrift hier reden, und so wieder. Und was sagt Paulus? Der Glauben kommt durch die Predigt von der Predigt an Jesus Christus. Und das hat Philippus hier zu dessen deit. Er von Charakter an, wo er diese Frau hat, wo er neugierig wird. Er von was redet hier? Was sagt das Schrift hier? Dann lehrt er an die Schrift aus. Das redet von Jesus Christus. Und so, er kam bedeutet, wo er zum Glauben kommt, er nahm das an, er fängt an zu leben, und er kam zum Glauben. In Vers 36 sagt er, als sie wieder reisten, kamen sie mit dem Wutter. Und der Mann sagt, check, hier ist Wutter, warum soll ich mich nicht lassen deipen? So, hier hat er ein Verlangen, sich zu deipen. Ich glaube, Philippus hat anders gesagt, dass das neidig wir sich lassen deipen ab den Glauben. So, hier seht ihr, hier ist ja dann Wutter, warum soll ich mich nicht lassen deipen dann? Aber Philippus, der wird bedeutet, dass er dort, wenn er den würde deipen, dass er ab dem rechten Sand würde down. Das heißt nicht, dass er so würde lassen deipen. Er will haben, er soll das sein, dass er auch zum Glauben gekommen wird, und ab dem Glauben wird er willens am zu deipen. Philippus sagt am, wenn du von ganzen Herzen geleibst, Kapitel 8, Vers 37, wenn du von ganzen Herzen geleibst, kann wir das tun. Und er sagt, ich glaube, dass Jesus Christus Gott sein Sehen ist. Ich glaube, dass er wird zum Glauben gekommen hier. Ich glaube, hier, bei dem Moment, da erfuhr er die neue Geburt, des Mann, was verloren wird. Er kam zum Glauben durch das Wort, was er angepredigt wird, das Wort Jesus Christus, dass er gekommen wird für arm. Und so hat er sich hier deipen. Und ich glaube, er hat hier die neue Geburt erfahren. So, Philippus deipt an ab das Bekenntnis und sein Glauben an Jesus Christus. Gleich das wir auch immer tun, wenn wir hier deipen tun, wir deipen der auch ab das Bekenntnis, dass sie den Glauben haben an Jesus Christus. Dass sie den Glauben gekriegt haben, dass sie erfahren hat, gemerkt haben an Jesus Christus, dass sie von ihnen geboren sind. Und war dann Johannes 6, Vers 47, sagt er, ich sage ihnen die Wahrheit. Wir sind das wird ein bisschen abfallend, dass wenn Jesus was sagen, das wird, was Jesus hier reden, wenn er sagt, ich sage ihnen die Wahrheit. Vor dem sagt dieses dort, mir steht, sagt die Bibel immer, ich sage ihnen die Wahrheit. Wahrlich, ich sage euch. Vor dem muss er immer sagen, ich sage ihnen die Wahrheit. Ich glaube, dass wir uns, die Menschen, die gleich sind, sehr clean, glaube ich. Die sind so clean, glaube ich. Und Jesus weiter auch. So er sagt, ich sage ihnen die Wahrheit. Wer an mich geleift, hat ewiges Leben. So war das ist kein Fleisch, oder das wird in der Zukunft kommen, aber nach Mal, da muss sein, wenn ich was mit das sein. Wenn der erst zum Glauben kommt, dann hat er das ewige Leben. Ganz klar. Das ist ganz einfach. Was hier nicht von zu glauben oder anzunehmen. Ich sage Ihnen die Wahrheit, wer an mich glaubt, hat ewige Leben. Er sagt nicht, dass eine gewisse Arbeit jemand nicht lange verschaffen und so wieder. No, das ist nicht, was er sagt. Er sagt, die glauben. Wer die glaubt. Und das ist Jesus selbst. Der hat das ewige Leben. Das braucht nicht eine gewisse Kirche, das ist nicht eine Kirche, was uns kann seilig merken. Das ist nicht hier Lighthouse Gospel Kirche in Port Burrell, was die kann seilig merken. Er ist eine andere Kirche,
Die kann dazu helfen, die kann Menschen dazu bringen, durch das Wort predigen zu ernten. Die kann damit helfen, ja, aber das ist nicht eine gewisse Kirche, da was braucht sein, dass der Mensch kann geraten werden. Das braucht nicht, dass wir eine gewisse Person, dass wir Mennoniten, bloß dass die Mennoniten das kann haben, oder Mexikaner, oder Franzosen, oder was immer. No, das sagt bloß wer immer. Wer an Arm gelebt. Das ist die Hauptsache, das ist der Hauptpunkt. Und weil ihr in dessen Glauben, das meint in wirklicher Glauben, das ist nicht bloß ein gewöhnlicher Glauben. Wir können eins hat glauben, verschiedene Dinge können wir glauben. Wir glauben das und wir glauben ja und so weiter. Und das Glauben, das ist ein besonderer Glauben, was Jesus hier von reden hat, wo die Schrift von reden hat, was wir sollen haben, um das ewige Leben zu haben. Weil ihr, der Feind, der hat auch einen Glauben. Der Feind selbst hat einen Glauben an Jesus Christus. Er weiß, wer Jesus Christus war. Er weiß so gleich, er weiß, was er vermacht hat. So, der glaubt auch. Aber der wird verloren. Der wird nicht erraten, dass er diesen Glauben hat. Ein Satz aus in Matthäus 8, Vers 28, das 8. Kapitel, da liest von der Schrift von dieser Geschichte von wo Jesus über der Wutter fuhr, in Vers 28 sagt, als Jesus nach der Seite Wutter kam, in der Gadarener Erland, kamen am 2 Männer entgegen, die von beiden Gästen besäten werden. So hier wir ein paar Männer, die werden von den beiden Gästen besäten, die sich in Lade Gräber abhielten und so rieten werden, dass sich keiner wehren den Weg zu gehen. Also das wir sehr rietende, dalle, schlechte, besätene Menschen, was hier werden, was hier mag ich Gräber wohnen. Und das sagt die Menschen, die werden so besäten und so dahl und dumm, dass keine Menschen sich wehren, hier diese Weg zu gehen. Sie haben Angst vor diese Menschen, die werden von den beiden Feinden besäten. Und als Jesus in diese Sieg kommt, dann sagt er in Vers 29, als die Jesus sagen, so Jesus hat noch nicht mal zu dir geredet, der hat noch nicht mal, bin noch nicht mal durch uns gekommen, sagt er, als die Jesus sagen, fangen die an zu schreien und sagen, was hast du mit uns zu tun, Jesus, du Gott ihn sehen? So ich habe hier, die nennen am hier, du, Jesus, Gott ihn sehen. So sie glauben das auch, wer hier wir. Sie glauben, dass Jesus, dass Gott ihn sehen wir. Er sagt, bist du gekommen, uns für die Zeit zu quälen? Bist du all für die Zeit gekommen, uns zu quälen? Sie wissen, dass der Zeit wird kommen, wo er wird in den Hallen geschmiert worden, aber der Zeit wird kommen, der wird noch nicht hier. Was soll nicht früher, und das weiß ich erst, oder bist du all gekommen, als der Zeit ist, der Zeit, was da ist? Dann sagt er, ein ziemlich eng auf groß, eine graute Herd Schwein, dann prachen der Soton, dann prachen der Soton Jesus in Seden, wann du uns rütrieben das, dann lot uns in der Schwein fahren. So, weil das Soton hier, und das weiß ich erst, die wissen dort, dass Jesus Gott sehen wir, und auch, dass er die Macht hat, und diese Körper rüttrieben. Das wissen die, weil sie prachen an, als sie nicht hier diesen Körper rüten, ans was lade ich und noch nicht ben sein. So, sie haben verlangen, und sollen sie wenigstens an in diese Schwein dann bringen. So, ich habe hier, dass der Feind hat auch glauben. Der glaubt auch an Jesus Christus. Aber der ist verloren. Aber die wissen, dass er die Macht hat. Die wissen klar, was Jesus vermacht hat und wer er wir. So, dessen Glauben wurde von reden, der zu uns, als Menschen, als Niegeborene, redet von Glauben, uns Vertrauen auf ihm leihen. Ganz uns Vertrauen auf uns hatten und das Glauben, dass er uns gerat hat und das annehmen. Das wird von Glauben, das von reden wird. Und das ist ja auch wird sein, dass das nicht, dass wir gerat sind, für was wir getan haben, durch unsere Worte oder was immer. In Paulus sagt in Epheser 2, Vers 8 und 9, sagt er, je sind nicht durch Gott sie nicht genug gerat, weil sie glaubten. So sagt Paulus auch, weil sie glauben, sei gerat. Durch den Glauben. Das ist nicht durch ihre Worte. Das ist nicht durch Worte, sagt er. Das ist ein Geschenk von Gott. Viele Menschen, die nehmen das Geschenk nicht an, weil sie glauben, das ist zu einfach, da müssen da was verdauen, da müssen noch Worte sein, was die Folgen machen, ob das sie gerat werden. Und dabei nehmen viele Menschen das nicht an. Ich rede ein paar Tage mit einem, wie unser Hillands auch von Sachen, und er sagt, ich frage ihn, was er das wisst, dass er gerat wird, wenn er gestorben ist, als er im Himmel ankommt. Dann sagt er, ich prüfe. Er glaubt nicht, dass er reich stundet wie Gott, dass er das wird oben. Aber er prüft.
Ich sagte, okay, so mit was von der Worten, was die was proben, im Himmel zu kommen, wohnen von der Worten wollen die im Himmel anbringen? Na, ich weiß nicht, was ich probe. Ich sagte, ich weiß Gott, was ich zu tun habe. So, ich sagte, ich probe. So, weißt du was, wir wollen uns anschmieren, man, wir wollen uns auf unsere Worten verloren, dass die uns wollen im Himmel anbringen, dass wir gerecht werden für Gott, wir wollen uns sehr anschmieren. Als Jesus am Kreuz hing, und er hat das betont für uns, er hat das als vollbracht, dass wir alle fertig. Er hat nicht, du musst noch da was tun. Er hat das hat ich getan. Alles, was fehlt zu tun, das habe ich getan. So, nu braucht wir das bloß annehmen als ein Geschenk. Und dort leben. Das ist nicht durch unsere Worten. Das ist ein Geschenk von Gott. Verstehen Sie auch, das ist nicht aus Worten, sodass keiner Ursache hat, sich selbst zu loben. Das ist nicht, wenn wir eine Ursache sind, wir wollen sagen, das habe ich getan, das bin ich von Gott die Ehe geben. Und Jesus Christus die Ehe geben, für was er getan hat, für die und für mich. Er sagt, das ist nicht durch so eine Worte, dass wir keine Ursache haben, uns selbst zu loben. Er will gerne, dass wir uns selbst loben, an die hier all das loben und preisen. So, das sind wirklich so, die glauben, sie müssen das erschaffen. Sie müssen für die Seligkeit schaffen. So, ich habe ganz klar sein, dass Gott sein Wort, das ist nicht durch Worten. Das ist ein Geschenk, was er uns gegeben hat, was wir können annehmen. Auch noch eine sehr klare Geschichte, was wir haben aus dem Beispiel, wo wir können sehen, was die Glauben hat, als Paulus und Silas werden angestoppt worden für das Gott sein Wort predigen und für was sie getan haben. Sie haben da eine Wahrsagerin, einen bösen Jas gedreven. Die werden was Männer, die brauchten diese früh haben Geld mehr und so viel Geld mehr und die können wahr sein zu den Menschen, können die Menschen sein, was mit erleben wird passieren und so wieder, lassen sich wahr sein. In die Männer, was zu wem diese früh gehören, die nehmen viel Geld durch das Frühmensch. Und das Frühmensch ging Paulus und Silas mir der heran, aber Paulus ist verstalt worden, er war da über und dreif diesen beiden Gäste über eure Rüt. Und sie waren sehr da, und wieder ihre Geldmerker durch. So, sie brachten Klaus, Jen, Paulus und Silas für das Gerecht und sehen, was sie herdeuten und so wieder. Und sie hatten eine Lehre, was sie nicht können folgen. Und sie waren sehr da und waren festgenommen und verkielt und im Gefängnis geschmissen. So, das sagt der Mann, der angestellt wird im Gefängnis, in Apostelgeschichte 16, als das die Geschichte Vers 24 sagt, und da willst dort von am verlangt wird, stoppt er am in Bannerstadt Gefängnis und schlaut an der Feit in die Klotz nehmen, im Halt, wird er festgeschlossen und festgekehrt in Bannerstadt Gefängnis. In ihren Stütze-Eier, ich wollte die Geschichte nicht ganz überlesen, aber in Stütze-Eier sagt, dass sie verkielten, der nicht geschert. Die haben ihn geschert, verkielt, also er angestoppt wird. Und was passieren denn, dass da in diesem Zustand wir sagt, dass in Vers 25 über Mitten in der Nacht beten Paulus und Silas und singen leider Gott zu loben. So hier haben sie noch bloß ein Wort voll Life für Gott. Hier werden sie festgekehrt, gescheit durchgekehlt, durchgeheft, blutig gekehlt. So sollten sie im Gefängnis festgekehrt. Und dann danach, dann haben sie Gebetszeit mit Gott und singen danach und loben Gott. Mitten in der Nacht beten Paulus und Silas und singen leider zu Gott. Und dann sagten der andere, der festgenommen, der die Hirten dort, so die wir mehr, was mit ihren Tag festgekehrt wir nach Wall, und sie Hirten dort, was der angehen dort von der Samana. Die beten da und singen. Und was dadurch passieren, dass sie so eine Frau hat und sie beten zu Gott, guckt mal, was da passieren in Vers 26. Und sagen, plötzlich kam da ein großes Erdbeben, dass das Gefängnis wird ab den Grund verscharrt, Fuß absteht, gingen alle deren up und fallen alle Ketten auf. So Gott scharrt die Erde hier, dass die deren upgingen, die Ketten fallen von ihrer Beine auf und so wieder. Und dann sagt er hier der nächste Vers, der Gefängniswächter wirkt ab. So dass hier sich hiermit als die Hirn, der war doch voll angeschluppen sein, wie sie eine Arbeit. Vielleicht hat er sich so gedacht, er hat so versichert, er hat in Bannerstadt Gefängnis, da haben sie die festgekehrt, der deren Teil geschlossen, sie werden ganz sicher, die werden bewahrt, so er können sich ruhig durchleihen und anschluppen. So sagt hier, der Gefängniswächter weicht ab. So, also hier weicht er ab.
En als hij zag dat alle Gefängnis deren opwieren, greep hij een schwert en wil zich doodmaken. Wils hij dacht, de vastgenomen die werden weggerand. So hij wil zich doodmaken. En weet je, wanneer we dat een beetje kijken doen, waarom hij zich wil doodmaken, dat Römische Gesetz weer, wanneer wir weer angesteld, naar de Gefangenen ab te passen, en wanneer die uitkleven, en wanneer hij wegkwam, und ja, seine Arbeiter Herr soll abpassen, dass wenn die wieder weggekommen, der mussten bestraft werden, mussten ihr Leben genommen dafür, verstraft. So, und deshalb ist das auch, und er utfahrt die Pfoten und Schwerten, will sich sein Leben nehmen, weil er dachte, sein Leben würde in der Westdeich sein, die würden sein Leben nehmen. Dadurch, dass er geloten, dass er wegran. Aber check mal Paulus überhaupt mit Lüde Stamm und sagt, da die kein Schulden an, wir sind alle hier. Und das ist gleich, was den Wächter so sagt, den Guard hier so abfallen wird, dass sie geblieben werden. Er sagt, wir sind alle hier. Und er lässt sich ein Licht bringen, einen Rahn nehmen und fällt Sattern für Paulus und Silas Hand. Er fällt Hand und flattert für ihn. Und er fällt Hand und er braucht einen Rüt und sagt, liebe Herr, und er nennt hier Haaren. Und sagt, was muss ich tun, dass ich seilig war? So, sie haben ein Verlangen, auch dort zu haben, was sie haben. Er sagt, was muss ich tun, dass ich seilig werden? Und dann sagt dann sagen sie zu ihm, glaub an den Herrn Jesus Christus, und du wirst seilig werden. Das ist, was sie müssen tun. Glaub an den Herrn Jesus Christus, dann wirst du in deiner Familie seilig. Sagen sie hier zu ihm. Und dann sagt er, dann predigen sie den Herrn sein Wort zu ihm. Also hier hat es auch, weil sie reden, das Wort predigen zu ihm. Was von Wort? Den Herrn sein Wort. Und nicht bis zu ihm. Und zu all die Sinje in sein Haus. Hier haben sie prophezeit, dass sie würden zum Glauben kommen. Und dann merkst du, was da passiert ist, sie hatten die Gelegenheit, hier Gott sein Wort zu predigen zu ihm, und sie kamen zum Glauben. Er predigt das Wort zu diesem Mann hier und auch zu seiner Familie. Und er sagt, und kriegt dann danach, wasch er an den Blutstrieben auf. Hier kommt er da, wo er ein Leid sein hat, was er getan hat. Und wir verstehen, als das vielleicht kriegt er selber, was er vielleicht gestraft hat, was er verkehlt hat, und blaudig gekehlt hat. Und nun, als er hier zum Glauben kommt, dass er das Evangelium hier und da hat, sein anderen Verlangen. Da sagt er, kriegt danach, wasch er an den Blutstrieben auf und fuhrt da, leidt er sich in seine Familie sich deipen. Und er hat jetzt hier gesagt, dass du wirst seilig worden, und du wirst leben, auch deine Familie. Und so haben gelernt, das Evangelium irgendwie zu predigen. Und danach dann haben sie ihr Hort verändert hier. Sie haben hier ein Verlangen, haben ein Leid sein, was sie getan haben, waschen und die Wunden rein und leiten sich deipen. Fuß da, leidt er sich in seine Familie sich deipen. Und dann sagt er hier wieder, was sie deuten. Er sagt, in Heinaim am Bisig im Haus nehmen und sagt an Eten fair. Und er freut sich, dass er mit seiner ganzen Familie wird zum Glauben an Gott gekommen. Wo Gott ist es nicht, dass er am hier bewahren, dass er nicht leid, dass er sich sein Leben nehmen darf. Wenn er das über das Tag gelassen hat, dass er könnte sein Leben nehmen, dann würde er gleich zum Glauben gekommen sein und würde gerat sein, und nicht seine Familie. Aber Paulus sagt, da die nicht an, wir sind hier. Sondern wird hier nicht schwierig. Was muss ich tun, dass ich seilig werden? Was muss ich tun? So, er kommt halt, soll zum Glauben kommen an Jesus Christus. So auch war er brauchte nichts zu tun. Da wird nicht eine Zeit, wo er muss auflösen, wo wir da kommen, aber dann fuhrt's. Er nimmt Jesus Christus an. Er und seine Familie, und er leiten sich da. Das ist, was das brauchen wird. Das ist, was das braucht, zum Glauben zu kommen, zu weiten, dass wir ein Leben haben. Und da sind viele Menschen, die glauben das nicht. Die glauben, sie können das nicht weiten. Und da sind sogar so, aber das lernen dann. Die lernen, dass du kannst das nicht weiten. Und das ist nicht, was Gott sein Wort sein wird. Gott sein Wort lehrt uns ganz klar. Und diese paar Versen, was wir hier gelesen haben, wissen uns ganz klar, dass wir das können weiten und dass Gott will haben, dass wir das sollen weiten. Darauf ist es geschrieben. Und wenn wir das nicht glauben, dann merken wir am Leer. Das wir lesen von 1. Johannes 4 verstehen. Wer an Gott sein glaubt, weit bei sich im Hort, dass das so ist.
wer Gott nicht läuft, nennt Gott dummert in Leer. Weil es läuft dort nicht, was Gott von seinen Sehen gesagt hat. So, ich weiß nicht, als eins, wer hier erst mein Gebet und Verlangen ist, dass wir den Glauben haben, dass wir das annehmen, was das Wort sein wird, was Gott sein Wort sein wird. Nicht, was andere Menschen sein, sondern was nicht glauben, was selbst im Zweifel sind. Dass wir dort nicht annehmen würden, was wir lieber würden annehmen, was Gott sein Wort sein wird. Und dann ab dort bühren tun. Und dass wir den Verlangen auch haben, dessen Glauben anzunehmen und zu weiten, dass wir kein Gerät sind. Wir können das ewige Leben nie all haben. Wir brauchen gleich lernen, dass wir im Himmel dann, dass wir da waren. Dann wollen wir das aufgehört kriegen, was wir zu kommen haben. Aber das ewige Leben können wir hier nie von der all haben. So schön, als wir uns die Entscheidung merken, ich will zum Glauben kommen, ich glaube, was du gesagt hast, und ich nehme dort an. Und dort wirklich im Gott leben. Dann mit Mühl bekannt, das ist immer 10 Seiten, 11, 12, 13, die Versen da, was viele von uns durchgegangen sind, als wir Bibel studieren, dass wir uns sehr guter Platz auch hier und sehen, was das braucht, dass wir zum Glauben kommen, dass wir im Gott leben, dann mit Mühl bekannt, was dann passieren wird. Das ist mein Wunsch und Gebet für uns alle. Ich werde hier beloten, weil wir schlüten, aber wir bis zum Schluss beten. Gott, uns himmlischer Vater, uns Leibtulja Gott, uns Leibtulja Vater, der uns so viel Leib wiesen deit, dass du uns den Sehen schenken deit, dass wir können das ewige Leben haben. Und auch, dass du was haben, dass wir das sollen weiten. Nur die Schrift, nur das Wort, nur was wir für uns haben, was wir hier von das Morgens noch weiter gelesen haben, wo wir uns immer weiter können erinnern, dass du uns so viel Leib hast, dass du uns den Sehen schenken deit, dass wir das können weiten, dass wir das ewige Leben haben. Nicht, dass wir im Zweifel wären, dass wir das bedüren, was du gesagt hast, aber dass wir das wirklich wollen annehmen im Glauben und dann das bekennen, was du getan hast für uns in uns Leben. Ich bete, Herr, dass wir alle möchten diesen Glauben haben, dass wir nicht wollen, dass kommen, wo wir das bedüren wollen, was dein Wort sein und dort sein, dass du das legen. Help uns, Gott, das anzunehmen. Und wenn so eine sind, was uns mit dem Zweifel kommen, mit bringen sein, wir können nicht weiten, dann will wir von dein Wort wiesen, wo wir das weiten können und auf was wir uns vertrauen, dass wir uns auf dein Wort vertrauen können und auf verloren tun. Dass wir auch können sein und wiesen, und dann das Wort von dem Evangelium von Jesus Christus predigen können, dass sie auch zum Glauben kommen, wo sie noch nicht zum Glauben gekommen sind. Gott, help uns, wo wir nicht deren haben, wo wir Gelegenheiten haben, mit anderen Menschen zu vertellen, sondern wo wir noch im Zweifel sind, dass sie durch dort, was wir können, entwiesen, und dein Wort vielleicht auch zum Glauben kommen. Gott, help uns, Beruf zu sein, einander zu predigen. Nicht uns holen, uns wehren, Menschen mitzuteilen, was du hast reingemacht für alle Menschen. Gott, und ich bitte, dass du uns wieder leiten und führen und uns segnen, und auch, dass wir dort Wort annehmen, was wir erst hier leiden, aus Jakobus 1, Vers 20, und da wieder, dass wir dort tun, was dein Wort sein, dass nicht bloß, dass wir dort hören und dann dort tachloten, aber dass wir dort tun. Und alles, was das ist, was dein Wort sein, dass wir nicht bloß Hörer sind, aber dass wir auch Täter das Wort sind. Herr, ich danke dir noch einmal für was du uns erwiesen, das ist dein Wort. In dem Namen beten wir mit Danksagung. Amen.